In den letzten 5 Jahren hat ein Foodtrend auf Social Media dominiert. Smashburger. Und darum testen wir heute die besten 5 Smashburger aus Zürich zusammen mit dem Kevin. Er kennt sich mit Smashburger bestens aus. Und wieso bist genau du Experte für Smashburger? Ich habe in der Schweiz schon über 100 Burger probiert. Und zwar in der ganzen Schweiz. Ticino und Genf inklusive. Aber heute zeige ich dir die besten und meine Favorites von Zürich. Wir gehen direkt auf Dietiken. Ich weiss, ein bisschen außerhalb von Zürich, aber der gehört für mich definitiv dazu. Gehen wir mit dem Auto? Leider nicht, aber man sieht, dass wir in Zürich sind, weil dem ist Busse egal. Der hat einfach vor der Hütte parkiert. Der weiss, es läuft. Und da sind wir beim ersten Spot, und zwar beim Menace Burger. Der Kevin hat mir gesehen, das ist ein geiler Burger, einer von seinen Top 5. Menace Burger zwar nicht in der Stadt Zürich, aber gehört für mich definitiv dazu. Da musst du vor allem auf die Smashing achten. Aussen dran schön crispy, meiner Meinung nach der beste Smashburger, der klassisch Smashburger auch ist. Nämlich alles aussen dran crispy wie ein schönes Chips. Wir gehen ganz geil rein, würde einer sagen, oder? Würde einer sagen, ja. Da haben wir den Menace Smashburger und er sieht sehr, sehr geil aus. Wieso hast du mir den vorgeschlagen? Wieso ist das so der erste, wo wir hier sind? Was man eben da muss sagen, habe ich vorhin schon erwähnt, Crispiness vom Burger, die Smashing eigentlich. Martin's Famous Potato Roll ist Spun, aussenrum. Und dann haben sie noch die berühmte Menace Sauce da drin, die richtig reinbrennt. Die ist tough. Die ist richtig geil. Ja. Es geht um das hier hinten. Oh ja, das sieht geil aus. Ja, das Aber ist... Das tun wir schon jetzt leid wegen deinem Auto, oder? Ist alles gut. Kannst nachher putzen. Ja, okay, ja, super. Ja. Soll ich mich aber abziehen während dem Putzen? Gerne, ja. Okay, geil. Ich würde sagen, wir gehen ganz geil rein. Cheers. Merci vielmals. Auf den ersten Burger. Auf eine gute Burger-Tour, let's go. Schon nice. Ja, das ist geil. Cruncht schön. Innerseits nachher noch saure Gurke. Wie sagst du denen da innen? Gürkli? Ja. Ist das falsch, oder was? Ich habe das im Kebab-Video schon gesehen und habe gefunden, so Gürkli. Das ist etwa wie Major Francisco. Sösli. Das sind die Gürkli. Meine Meinung. Okay, Ja, was ja. sind es? Gürkli oder Gurke? Bei mir ganz klar Gürkli. Aber ey, die Menace-Sauce und der Pfefferkau in diesem Burger sind auch sehr, sehr geil. Viele Smashburger, die ich hatte, waren ein bisschen zu fest gesalzen. Eben, ich finde, ein Top gehört für mich in Zürich einer der besten. Die Smashing ist bei dem, der raussticht. Und ja, geniessen wir das jetzt noch. Der Burger ist wirklich eine Masse. Ja. Und das ist eben so geil. So oft am Mc's Burger oder so. Das ist einfach wie die Summe der einzelnen Teile. Sonst rutscht es raus oder die Sauce tropft raus. Aber da geht es mega gut. Du hast einen rausgehauen, ja. Guter Start. Jetzt sind wir beim Spot Nummer 2, Goodies. Das ist für mich der rundeste Smashburger. Gibt es noch nicht so lange den Laden, aber schon einer der Favorites. Let's go! Der sieht geil aus. Der sieht hier voll gestopft aus hier mit Fleisch. Der sieht also ultra nice Querschnitt. Vielleicht nicht ganz so groß wie der andere, aber er hat auch sehr, sehr geil ausgesehen. Und ja, hey, ein guter Miteinander und danke. Ein guter. Zeigst mir die ganzen Spots. Oh ja. Wenn jetzt nur die Burger wird gesehen, sehen sie ziemlich ähnlich aus wie die anderen, aber schmeckt ganz anders. Die Soße ultra speziell, intensiver als bei Menace, finde ich. Und dafür ist das Fleisch ein bisschen weniger intensiv gewürzt, aber ja, ultra geil. Ich muss noch schnell einen zweiten Biss nehmen. Gut. Jetzt kannst du mir noch einen Gefallen machen und ein Pommes frites probieren. Pommes frites sind ein, so richtig belgische Pommes frites. Und jetzt testen wir nochmal die. Bro. Gell? Bro, die Pommes sind so eine geile Röstung. So aussen sind sie ultra crunchy, also ich weiß nicht, ob man es gehört. Aussen sind sie ultra crunchy, innen weich und so kartoffelig. Also, wow. Ultra geil. Und der Mann, der weiß schon, von was er redet. Der hat schon viel Smashburger gegessen. Und ich finde hier die Sauce ultra geil. Also die Sauce hat so einen, ja, so fast ein essigmäßigen Geschmack, der aber gut zu dem Burger passt. Und Ich kann gar nicht mehr ultra reden. geil, Digga, ultra geil. Er muss direkt essen. Ultra geil. Aber jetzt wollte ich noch deine Meinung sehen. Ist schon ein Weile her, seit ich das letzte Mal hatte, um ganz ehrlich zu sein. Mal schauen, wie er jetzt ist. Richtig geil. Der Burger hat definitiv ein bisschen mehr Säure drin. Der Käse verklebt alles mega gut, macht es cremig. Und hier auch Famous Martin's Potato Rolls. Aber hier ist es ein bisschen fluffiger und ein bisschen weicher als beim anderen. Also gleiche Zutaten, aber anders verarbeitet. Und schon schmeckt es anders. Natürlich ist es immer noch ein Smashburger, aber es ist überhaupt nicht der gleiche Burger. Wenn du die nebeneinander würdest herklatschen,
Du würdest es instant schmecken. Du kannst sie gerade unterscheiden und genau um das geht es mir auch. Smashburger kann man schon sagen, ja, die schmecken alle gleich und so weiter, aber jeder hat seinen eigenen Stüpfli auf mich sozusagen. Und für mich ist das einer von der well-roundsten, also abgerundeten Smashburger eigentlich in Zürich. Jetzt müssen wir nochmal Pommes. Da haben wir übrigens noch Trüffelmayo und Cocktailsauce. Ich gehe immer für Trüffelmayo. So nice. Look at this. Pommes sind so gut. Ich habe das früher nicht so richtig gecheckt, aber gute Pommes sind Gold wert. Das ist Gold wert. Ich kann euch ohne Probleme beide von diesen Burgern wirklich ans Herz legen. Beide ultra geil. Also, die kann man guten Gewissens beide euch empfehlen, wenn ihr in Dietikon seid oder wenn ihr in Zürich in der City seid. Spot Nummer 3, Burgermeister. Wir sind hier, gerade neben dem Bahnhof. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der schmeckt. Und da hat er jetzt eine kleine Story. Okay. Und zwar ist das für mich der OG-Burger. Das sind die ersten gewesen, Ja. allgemein in der Schweiz, in Zürich vor allem, Ja. wo so einen Smashburger-Style-artigen Burger angeboten haben. Das war einfach ein Dude, der die Burger gemacht hat, aus Hobby, schon auch Beruf, aber einfach wollte gute Burger machen. Ja. Nachher bin ich mal gegangen, um 11:30 Uhr da war ein Schild im Laden, geschlossen, wegen Krankheit. Und ich so, nein, das gibt's jetzt nicht, jetzt ist der Burger, gibt's nicht mehr. Und dann haben sie plötzlich wieder eröffnet. Und die Story war ein bisschen so, ich wollte jetzt, das sind Gerüchte, hey, das ist nicht real, das ist, jemand hat es mir erzählt und Ja, so weiter. ja. Der Besitzer von damals ist zu viel geworden, weil sein Burger so gut angekommen ist, Ja. ist auf das Dach hochgegangen von dem Bürgermeister und hat von oben runter schreien, also völlig richtig durchdrehen. Als sie wieder eröffnet haben, hat er sich anscheinend mit jemandem zusammengetan, der das professionell sich auskennt in der Gastro. Und seither haben die so expandiert und jetzt überall in der Schweiz aufgemacht. Oh, jetzt aber. Oh ja, hier die Soße drippt schon raus. Hey, ein guter, gell? Cheers, ein guter. Gut, also. Erster Gedanke ist, das Brot schmeckt ganz anders. Es ist nicht das Martin's Famous Potato Ja. Roll, ist anders, aber Ja. es ist trotzdem, es hat mehr Biss, aber ich finde es geil. Das ist wirklich so ein McDonald's Cheeseburger auf Steroiden und viel geiler. Genau. Also die anderen haben nicht wie McDonald's oder so geschmeckt. Der schon ein bisschen, also nicht disrespektmäßig, sondern ein Kompliment, weil der ist viel geiler Ja. als der beim Mac. Ich glaube, das sollte es auch ein bisschen sein, das einfach im Premium. Ja. Sozusagen. Du hast auch Ketchup-Senf drin. Die anderen haben ja ihre Haussoßen gehabt, die mega gut rausgestochen sind. Da ist Basic Ketchup-Senf. Dafür kommt der Rest der Zutaten, Gurken, Zwiebeln, Fleisch mehr zur Geltung. Aber ich sag dir ehrlich, ich finde die roten Zwiebeln finde ich auch noch geil. Weil beim anderen sind die Zwiebeln so ein bisschen untergegangen. Aha. Es ist nicht unbedingt Zwiebeln mitgeschmeckt, aber hier Ketchup und ein bisschen Senf passt eben schon gut. Ja. Weil es so aussieht wie eine Kette heutzutage, wenn ich wahrscheinlich nie hinkomme ohne dir. Ich finde es so geil, dass du mir das gezeigt hast und der ist auch näher am Bahnhof. Wenn du mal hierher wegkommst, sicher eine Empfehlung wert. Also, das schmeckt geil. Es fehlen noch 2 weitere Burger. Magst du noch? Safe, kein Problem. Die kein gönnen Problem. wir uns schon an. Die jeden lohnen Fall, sich auch. Die lohnen sich wirklich. Ja, okay. Wie sieht es uns beim nächsten Burger? Wir sind bei Spot Nummer 4, Banzai. Und den zeige ich dir aus einem bestimmten Grund. Der Burger ist ein bisschen asiatisch angehaucht. Wir können sagen, Sando gehört auch in die Liste. Aber für mich ist Sando schon mehr Fancy Burger und der ist eher noch klassisch Smash Burger. Gehen wir mal rein schauen. Let's go. Der sieht ganz anders aus als das, was wir bis jetzt hatten. Hier musst du jetzt vor allem auf die Zutaten Käse, auch andere Soßen wird der haben. Mit Salat und der erste mit Tomaten übrigens. Bis jetzt hat noch keiner von den Burger, die wir hatten, Tomaten drauf gehabt. Ja. Wieso? Ist ein bisschen aus der Mode gekommen, oder? Ja, die Leute haben Tomaten nicht mehr gern, kein Gemüse mehr. Oh ja, beautiful. Das Brot ist wirklich ganz Ganz anders, mäßig, ja. als wir bis jetzt hatten. Cheers! Ein guter, gell? Der 4. Burger heute, also. Fleisch war bisher hier am meisten gesalzen gewesen und recht stark rüber. Aber mit all dem Gemüse macht es das der frischeste Burger, den wir bis jetzt hatten. Ich weiß nicht wieso, aber mit dem Lettuce finde ich es so ein bisschen fast Big Mac-mäßig. Also auch wieder überhaupt nicht disrespektmäßig, sondern mega positiv, aber ultra frisch. Das Brot ist so mega fluffig. Der leichteste Burger bis jetzt. Das ist für mich so ein leichter Smashburger, wo viel Gemüse daraus rauskommt. Tomaten passt mega gut rein, finde ich. Gibt eine schöne Frische drin. Lettuce. Und wie du so schon sagst, es geht in Richtung Big Mac Style rein.
Richtig gut. Und die anderen sind mehr in Richtung Cheeseburger-Style reingegangen. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, das ist einer von meinen Favorites heute. Finde ich auch absolut top. Und jetzt habe ich einen mega crunchy Teil vom Fleisch verwünscht. Da kommt es noch ein bisschen mehr zur Geltung. Es sieht vielleicht nicht ganz so nach Eiermasse aus, aber das Brot ist so weich und fluffig. Ja. Es passt perfekt und ist überhaupt nicht trocken. Absolut nicht trocken. Also ich finde das ein hoher runder Burger und auch wieder ganz anders als die anderen davor bis jetzt. Also, Bro, du hast mir bis jetzt wirklich 4 Bombendinge hier präsentiert, das ist sehr geil. Wir haben noch ein Highlight, wo wir jetzt gerade hingehen. Es ist mittlerweile schon dunkel draußen. Wir haben den ganzen Nachmittag miteinander verbracht, aber es hat sich gelohnt. Hat sich absolut gelohnt. 4 Burger sind schon im Buch und jetzt sind wir beim letzten Burger und zwar bei Hancho. Und du hast gesehen, das ist nochmal wirklich ein Bang zum Schluss, ein Highlight. Da gehen wir jetzt rein. Ich hab Bock, let's go. Hier, der Burger, erinnert mich extrem an Shake Shack, wenn du kennst, in den USA. Ich sage immer, das ist der Shake Shack von der Schweiz. Letzter Burger, Hancho. Ich hab Bock, es sieht ultra schön aus. Ich bin gut zubereitet und ich habe so Bock jetzt noch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach 5 Burgern noch sagen, ja, wir gehen ganz geil rein, aber hey, hier, Letzter Burger. der letzte Burger Nein, vom ist Tag. richtig geil. Wir haben viel gegessen heute. Cheers. Ich würde sagen, ein guter miteinander. Ich habe zuerst den Käse, nachher dann die Frische vom Salat. Auch der hat jetzt wieder Tomaten drin und passt hure gut. Nicht wässrig. Nicht. Und die Sauce, Hancho-Sauce, kommt mega gut rüber. Hier merken ist jetzt fast am intensivsten der Pfeffer im Fleisch noch. Finde ich ultra geil. Ja. Ja. Mega Das- gut gesalzenes Fleisch und gewürzt. Auch schön crispy aus das Fleisch. Und die Sauce hat dann noch so ganz eine kleine Schärfe drin, die sehr geil ist. Ich finde es ein sehr, sehr gelungener Burger. Stimmt, die Sauce hat eine kleine Schärfe. Ist ein bisschen mehr Mayo-basismässig und hat einen leichten, minimen Kick hinten dran. Also auch jeder, der nicht so gerne scharf ist, kann den easy essen. Ja, ja. Kein Problem, kein Problem. Richtig nice. Was macht jetzt der eigentlich zu Shake Shack? Also zuerst mal ganz klar Präsentation. Sie nehmen das gleiche Band, das Fleisch innen. Du merkst aber, dass es Swiss Quality Beef ist im Vergleich zu Shake Shack. Käse habe ich das Gefühl, sehr ähnlich wie bei Shake Shack. Das macht ihn für mich einfach zum Shake Shack Burger. Ich finde den ultra geil. Ja. Also Wunderschöner Abschluss. danke dir 1000-mal für die geile Burger-Tour durch Zürich. Ich würde sagen, wenn euch der schweizerdeutsche Content gefallen hat, unbedingt den Daumen nach oben. Der Maelo macht endlich schweizerdeutsche Content auf YouTube. Check ihn unbedingt aus und danke für die geile Burger-Tour durch Zürich. Let's go. Danke dir vielmals. Sehr gerne. Danke dir auch.